Servus Freunde, Kaffee steht bereit, die Ketten sind geölt, denn heute rollen wie angekündigt die T34 los. Ich habe mir überlegt, mit was kombiniere ich die T34. Wenn wir hier auf Sammlung gehen, T34, wo ist der T? T34. Dann sieht man, es hat eigentlich nur russische Karten, die T34 anbieten im Namen. Also kann ich das beliebig kombinieren. Für diese Elite-Karte brauche ich etwas, das mir beim Hauptquartier ein bisschen mit dem Leben hilft. Das heißt, wenn wir da jetzt ein neues Deck zusammenstellen, nehmen wir sicher die Russen. Finnland geht ja immer, habe ich aber nichts, was mir beim Leben hilft zum Hauptquartier. Mit den USA habe ich bereits ein Deck probiert. Das war nicht so erfolgreich, weil es vor allem am Anfang viel zu langsam ist. Ich brauche etwas, dass ich bis meine Panzer rollen, das Anfangsspiel überlebe. Dann wäre da noch Italien, gibt mir Leben für Hauptquartier oder Frankreich. Die meisten Kombinationen sieht man eigentlich mit Frankreich, also bauen wir ebenfalls Frankreich-Deutschland wäre noch eine Möglichkeit, weil ich da diese Einstiegsmechaniken hätte, könnte ich Karten zurück auf die Hand nehmen und nochmal einsetzen. Aber ich nehme jetzt Frankreich. Und das Deck, das baut sich dann vor allem um diese T34 auf. Und wenn ich T34 will, müssen sie T34 auch rein. Das heißt, dieses Schützenregiment ist entscheidend, weil da wird jeder Panzer, der T34 im Namen hat, gegen eine zufällige feindliche Einheit kämpfen bei jedem Einsatz. Also muss der mindestens zweimal rein. Dieser da hier, wenn der zerstört wird, ziehe ich einen aus dem Deck und die Kosten werden um 2 reduziert. Also brauche ich alle. Der hat die gleiche Funktion wie dieser da, ist aber ein Exilpanzer, also von den Polen, funktioniert aber genau gleich. Der Schockpanzer, der ist Pflicht. Diese Karte ist ebenfalls Pflicht, diese Karte ist Pflicht. Da hier haben wir noch den neu zurück aus der Reserve, den T60. Wenn der zerstört wird, bekomme ich einen Blitzpanzer, einen T34 mit Blitz. Also brauchen wir den sicher auch. Da vielleicht noch zwei. Hier hätte ich den Vorteil, dass meine T34-Einheiten eine Panzerung mehr haben, plus eins weniger Kosten zum Bewegen, anstatt zwei dann eins. Und diese ist auch wieder zurück aus der Reserve, der verursacht doppelten Schaden an Infanterie und Hauptquartier. Und der setzt mir einen ein, aber den muss ich dann noch zerstören selber, weil er wird am Ende des Zuges zerstört, also muss ich ihn dann zerstören. Dann hätte ich jetzt hier mal so ein paar T34. Wir gehen vielleicht auf 20, 20 T34. Und jetzt, der wäre auch schon drin da. Also der ist ja auch wichtig, weil jede Einheit die zerstört, gibt meinem Hauptquartier wieder 2 Leben. Und dann gehen wir jetzt mal durch. Ich brauche etwas für das Anfangsspiel. Ich brauche etwas gegen die ganzen Rusher und das sind ja eigentlich, also das wäre ja auch interessant. Einheiten, die du einsetzt, bewegen sich, wenn möglich, an die Front, in die Front. Aber ich bin eher spät im Spiel, also ist die Front meistens schon besetzt. Ich brauche noch da kriege ich wieder Verteidigung für mein Hauptquartier. Die ist auch nur stark, wenn sie an der Front steht. Die wäre auch noch was. Da würde ich dann noch eine Wache kriegen. Den brauche ich sicher. Und diese Karte brauche ich. Dann kann ich den Panzer zerstören oder irgendeinen Panzer zerstören und habe eine um einen besseren
Neue Einheit, den brauche ich auch. Braucht man sich zweimal, wenn man das möchte. Geht ja in Kombination mit dieser Karte da. Und ich habe schon 6. Der ist dann Pflicht, weil mein Hauptquartier immun ist gegen Schaden. Der gehört eigentlich in jedes Russendeck rein. Bei den Amerikanern hatte ich ja noch den Flieger mit rein, der einen Schaden reduziert von feindlichen Karten. Aber natürlich auch beim Feind negative Einflüsse unterdrückt. Also es ist nur halb interessant. Diese Wache hat 3 Aktionskosten, würde aber 0 haben, wenn es die einzige Einheit ist, die ich einsetze. Nehme ich jetzt noch nicht rein. Hinterhalt Blitz und ich würde Karten nachziehen, wäre vielleicht interessant. Also diese Elite-Karte muss sicher rein. Da müssen wir 2. Die muss rein, die muss rein. Das würde mir auch wieder Leben geben. Ich habe noch nicht so viele. Die muss auch wieder rein. Gibt der Zieleinheit +3 +4. Kann sich nicht zurückziehen oder unterdrückt werden. Ist sicher nicht übel, wenn ich sowas habe. Die brauche ich nicht. Ich habe ja keine Infanterie. Da habe ich keinen Platz mehr für die. Die würde ich eigentlich auch gerne in Kombination mit der 9er Wache einsetzen. Ich könnte den aber auch brauchen, um so einen zusätzlich einzusetzen. Jetzt habe ich schon wieder 40 Einheiten, bin erst. Da müsste ich eigentlich auch noch. Da habe ich Leben. Die brauche ich auch. Und dann wäre da noch dieser eine Panzer. Deine Infanterieeinheiten haben Blitz. Ja, brauchen meine Infanterie. Ich habe ja keine. Die wäre auch interessant. Habe ich aber auch keinen Platz mehr. Da brauche ich noch 2, weil die sind wirklich gut. Der müsste eigentlich auch mit rein. Den habe ich. Äh, Alle Einheiten, die habe ich auch gerne mit dabei. Ja, und schon ist es soweit, dass ich schon wieder 4 aussortieren muss. Da habe ich noch, doch, die habe ich drin. Also, eine raus, dann diese raus. Brauche ich, will ich, brauche ich. Den brauche ich eigentlich nicht. Zwingend. Gibt ein bisschen Leben. Könnte ich vielleicht was anderes noch rauswerfen. Aber es geht ja hier um T34, also was nehmen wir noch mit raus? Müssen noch 2 müssen noch raus. Nehmen noch den mit raus. Habe ich dann halt nur noch eine solche Karte. Und nehmen wir noch. Wir nehmen noch. Da habe ich gar keine Wache mehr. Was nehmen wir jetzt noch raus? Wir nehmen noch so eine raus. Dann habe ich meine 40. T34. Versuchen wir das mal so. Kartenrücken. Wir nehmen da die Sowjetunion, die Veteranen. Schlachtfelder habe ich Moskau und
Habe ich schon bei den Schlüsselwörtern genommen. Okay. Und wir gehen doch mal rein. T34. Also es geht jetzt darum, ich muss irgendwie die ersten paar Runden überstehen, damit meine T34 überhaupt greifen. Und das Deck ist eigentlich wieder 40 Karten im Deck und es ist aufgebaut auf 2 Karten. Wenn ich diese Karten nicht habe oder sie unterdrückt werden oder zerstört werden, ist mein Deck eigentlich praktisch nutzlos. Das ist ja immer ein hohes Risiko. Aber ich habe eine, gut. Sei gegrüßt, mein Freund, und die Effekte wieder einschalten. So, gut. Sei gegrüßt, mein Freund. Ja, hatten wir vorhin auch schon. Jetzt bin ich eigentlich gut aufgestellt, weil jetzt habe ich bereits diesen und als nächstes kann ich diesen einsetzen. Jetzt muss ich aber hier, ich muss da an die Front und müsste eigentlich mit dem auch an die Front, weil jetzt der verpufft jetzt ein bisschen Energie da von diesem da. Und wenn ich jetzt dem +3 +4 gebe, der an die Front, ich nehme mal den, ein bisschen schwächer, dann wird der sterben. Und wenn der jetzt angreift, um den wegzukriegen, sind beide weg. Mal sehen, was er macht. Er kann auch nur mit einem angreifen. Aber dann ist er trotzdem tot, weil ich ihn dann zerstöre. Also müsste er eigentlich mit beiden angreifen, sonst verliert er diese Einheit ohne Nutzen. Ist ja mal nicht schlecht. Hat der Unterdrückungskarte verbraucht. Das heißt, die hat er jetzt hier nicht mehr. Wenn ich mit dem jetzt in die Front gehe, ist der tot. Also spielt hier mal diesen da. Dann kann ich als nächsten Panzer einsetzen und wenn er nur diese Einheit hat, die zerstören. Oder ich setze 2, weil ich 6 habe. Oder ich setze den und greife hier an. Oder geht der in die Front. Ah, okay. Dann müssen wir das jetzt so machen. Der muss weg. Der greift an. Gleich tot. Ah, jetzt zerstört er mir diesen da. Okay. Also jetzt habe ich hier eine Wache und ich muss eigentlich die Wache hier setzen. Das heißt, der muss nicht beschützt werden. Ich setze jetzt den mal ein und hier meine Wache.
Ah, okay. Jetzt ist es eine 4-4. Das heißt, ich zerstöre ihm entweder mit, ja, könnte ich, oder? Sonst hat er noch ein Leben. Und der spielt ja Deutschland, der kommt nicht so schnell in die Falle. Okay. Jetzt unterdrückt er mir diesen Panzer. Ich gehe aber hier trotzdem. Er kommt rein. Er greift an. Okay. Dann gehen hier alle mal in die Front. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ah, der zieht 2 Karten. Und er zieht 8 Leben. Okay. Ja. Ich habe jetzt keine interessante Karte, also machen wir mal ein bisschen. Schaden. Jetzt bräuchte ich eigentlich diese Wache, die, wenn er einen beschädigt, die Wache den Beschädigten gleich zerstört, also der den Schaden verursacht. Oha. Oh. Okay. Jetzt hat er dann zusätzliche Credits. Was will der spielen? Der hat den Maus, okay. Jetzt sind mal alle. Also wenn ich da jetzt an die Front gehe, dann fällt mein Panzer, oder? Die sind aber alle. Ich darf meinen Panzer jetzt nicht opfern. Weil der ist ja jetzt wieder befreit da. Jetzt ist er befreit. Okay, der macht jetzt 5.
17, 23 Schaden. Ich überlebe einen Angriff. Ja. Der zerstört mir jetzt meinen Panzer. Ja. Die Russen sind ziemlich stark. Die Russen, die Deutschen da. Also ich überlebe genau noch einen Angriff. Blitzwache. Der hat aber nur einen, der hat absolut keine Chance. Also ich brauche 2 Karten. Und voila. Also ich kann keine Einheiten einsetzen. Schlecht. Der macht 5 Schaden. Okay. Also das heißt, ich brauche jetzt diesen, dem greife ich den an. Ach Mist. Also, wieso habe ich nur 9 Credits? Die sind blockiert. Okay. Blitzwache. Und diesen da. Wenn ich jetzt noch hätte. Das stört mir der jetzt. Schade. War jetzt mein Fehler. Jetzt ist er natürlich blockiert. Vielen Dank dafür. Und da verliere ich jedes Mal noch einen. Jedes Mal verliere ich da noch einen. Das zerstört er mir jetzt einfach. Okay. Ja, Deutschland ist sehr mächtig. Gegen Deutschland keine Chance. Versuchen wir noch eine zweite Runde. Also der hat jetzt Deutschland, Frankreich hat er gespielt. Das sieht man vorletzt
sehr häufig. Mutiert das ein bisschen zur Meta, weil die Deutschen, die haben mit der Sommererweiterung diese neuen Elite-Karten und diese eine Karte, die bei jeder Bewegung +1/+1 und. Die haben ganz mächtige Karten. Also was haben wir hier? Wir haben einen Amerikaner, der ist vermutlich nicht schnell. Die sind alle zu teuer. Ich brauche meine T34. Okay, die Starthand würde jetzt einmal funktionieren. Kann jetzt noch nichts spielen. Okay, der setzt auf viele Credits, so es aussieht. Das heißt, ich werde in der nächsten Runde diesen spielen, dann habe ich immer von meinen Panzern da. Und sobald er etwas einsetzt. Okay, er hat Flieger. Wir nehmen trotzdem diesen da. Dann kann er mir nichts zerstören mit seinen Fliegern. Kann ihn mir unterdrücken. Kann noch mehr Flieger setzen. Der greift gerade mein Hauptquartier an. Okay. Jetzt muss ich eigentlich hier eine Wache setzen. Dann kann ich einen Flieger. Oder ich nehme den und jetzt macht er mir hier 6 Schaden. Wird er jetzt 6 Schaden machen? Okay, er hat wir. Also kann er mir 4 Schaden machen. Oder er kann mir diesen zerstören. Das war jetzt eher unerwartet. Also der spielt mit England und hat mächtige englische Karten. Und jetzt kommt noch ein bisschen Wetter dazu. Ein Sturm, also er will mir was zerstören. Okay. Einmal eine Wache. Einmal weg und ein bisschen Leben.
Okay, greift er mir an. Und zerstört eine Einheit, okay. Reduziere, okay. Mit diesem T34 kann dann seinen Flieger zerstören, könnte ich. Okay. Ja, dann setz ihn fest. Okay, was nehmen wir? Was nehmen wir? Wenn er die Karte sich kennt, angreift, dann ist sein Flieger tot. Ja, ihm gehen die Karten aus, die Optionen. Er hat noch die Sturmkarte, hat er noch. Die hat er noch nicht gespielt. Okay, jetzt hat er dann viel mehr Karten als ich. Und nochmal ein Sturm. Na gut. Wir setzen diesen. Wir kriegen unseren Panzer rein. Wir haben hier noch Leben. Wir haben hier noch diese beiden, falls er mir einen zerstören würde. Und wir haben hier noch den Blitzpanzer. Aber er hat jetzt eine Handvoll. Der hat jetzt ganz viele Möglichkeiten und Optionen. Okay. Was tun wir? Ich brauche da nicht. Wir nehmen und wir nehmen einen Blitzpanzer rein. So, jetzt kommt der zerstört, also kommt in die Front. Ist sogar blockiert, okay. Umso besser. Das ist jetzt auch ein bisschen doof. Das ist ein bisschen
ist ein bisschen doof. Okay. Dann weg. Der ist festgesetzt. Also er kommt jetzt nicht an die Front. Aber der. Okay. Nicht gut. Ich habe noch 19 Karten. Okay, was passiert? Wir... also der 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da kann er mir jetzt zerstören, diesen da. Mit der kommt er in die Front. Aber ich habe noch einen. Plus 3, plus 4. Habe ich hier 9. Ah. Okay. Weg. Und jetzt verliere ich den. Den zerstört er mir jetzt. Aber ich habe seinen Panzer weg. Und wenn ich irgendwann mal meinen T34 kriege, dann sind die alle weg da. Aber dafür müsste ich diese eine wichtige Karte müsste ich. Okay. Jetzt auch nicht mehr. Jetzt füllt er das Schlachtfeld. Und er gibt ihm noch Heilung. Okay. Also jetzt kann ich den einsetzen und einen davon. Das bringt genau gar nichts. Also gehe ich den Weg des
ich den jetzt einsetze. An dem plus 3 plus 4 gebe, ja. Und er zerstört mir diesen nicht. Dann kann ich den Flieger zerstören. Ne, ich müsste unbedingt. Er hat zu viele Einheiten nicht. Und sie sind jetzt auch viel zu gut geschützt. Und die hat er auch zweimal weg. Ja, 16 zu 12 K. Tja, jetzt zerstört er mir den. Muss er ja. Okay. Spannend. Jetzt kann ich ja getrost diese Panzer einsetzen. Ich brauche 2 Karten. Okay, mit dem Flieger zerstört er mir meinen Panzer. Ach genau. Na toll. Okay, der ist mal weg. Dann habe ich und setze noch. Der geht. Greift sein Quartier an. Geht aber nicht toll. Zerstört sich jetzt. Also beide. Jetzt zerstört er mir wieder diesen da. Und hier greift er an. Also 4. Und ich bin in der Front. Da kann man jetzt diesen Panzer zerstören. Ja, super.
laden. Boah, ist doch weit davon entfernt. Den zu zerstören, dieser Karte dann. Ach du Scheiße. Tja, zweimal eine brutale Niederlage mit meinem T34. Absolut trostlos. War noch schlimmer als die Kombination mit Amerika. Na gut, ich bin frustriert. Was kommt als nächstes? Keine Ahnung. Irgendwas anderes. T34. Ich habe es zweimal probiert, zweimal hat es nicht funktioniert. Scheint nicht mehr zu funktionieren. Dann bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.